Hallo, ich bin Nadi und ich bin aus der Schweiz. Hi, ich bin die Hanna und ich bin aus Österreich. Und herzlich willkommen zurück zum unregelmäßigsten Podcast, den es gibt in der Podcast-Welt der Podcasts. Ohne Namen. Ohne Namen, genau. Nee, eigentlich ist es ja nicht wirklich ein Podcast. Eigentlich ist es ein YouTube-Video, das ein bisschen länger geht, wo wir reden, das wie ein Podcast ist. Aber es ist kein Podcast. Es ist wie... Mir fällt jetzt nichts ein. Ey, aber Adi, Ja? es könnte ein Podcast werden. Es könnte ein Podcast werden, Aber ja. wenn wir einen Podcast hätten, wie würde der heißen? Ich würde sagen, ich habe mir mal gedacht, Kiffen und Fischen, das wäre geil. Ja, aber das Problem ist, wir kiffen nicht und wir fischen Ja, nicht. aber er heißt so, keine Ahnung. Ja. Das wäre geil. Oder Dreiländereck war Vorschlag. 3 Länder wäre auch ein Vorschlag. Das wäre geil. Guck, wir machen das jetzt einfach so. Wir machen jetzt einfach so lang diesen Podcast hier und sagen immer, dass es ein YouTube-Video ist, dass wir nicht sagen müssen, wir haben eine Verpflichtung, einen Podcast zu machen. Stimmt, weil sonst müssten wir jede Woche sagen, sorry Ja. Leute, Podcast geht's hier Und jetzt raus. können wir so alle 3 Monate sagen, ja komm, wir nehmen mal was auf. Ja. Und ich habe dir was mitgebracht. Leckerli. Und zwar Basler Rahmdäferli. Du kannst meines probieren. Sind es Leckerli? Nee, das sind Rahmdäferli. Aber es ist vom Leckerli Hus. Das ist vom Lackerli-Hus hier. Ah, danke. Das ist in Basel so ein Ding. Leckerli ist eigentlich Lebkuchen, aber das ist Karamell. Ja, das ist Karamell. Danke. Aber die sind... Oh ja, oi. Okay, ey Freunde, holt euch ein paar Rahmdäferli, setzt euch hin. Wir werden wieder so eine Stunde quatschen, I guess. Aber was? Aber was sollen sie die Leute holen? Rahmdäferli. Ah, das ist ein Rahmdörfeli. Rahm. Kennst du Rahm? Schlag. Ja. Ja. Schlagdäferli, hier, super. Danke dir. Ja, wir sind heute in der Schweiz, bei mir zu Hause, im Zimmer des Vertrauens, Im Baselbier. im Baselbiet. Wir waren... Okay, komm, lass mal ein bisschen erzählen, was wir die letzten Wochen gemacht Willst du nicht haben. erzählen, was nur im Podcast passiert? Ja, Ja. wir werden ein bisschen reden und später kommen wieder 5 Fragen. Okay. Also 5 Fragen von Hanna an mich und 5 Fragen von mich an Hanna. Gute Fragen. Genau. Ja. Erzähl. Was haben wir die letzten Tage gemacht? Wir waren auf der Gamescom. Ja, lass ganz vorne anfangen. Es war eigentlich ein crazy... Man muss sagen, August war eigentlich ein crazy Monat. Ich war in Sanheimu. Noch früher? Mykonos? Ja, lass dort anfangen. Okay. Also, wir waren in Mykonos. Ja, das hat sicher noch niemand mitgekriegt. Ja, aber lass mal ein bisschen drüber reden jetzt, actually. Wir haben, glaube ich, noch nie... Wir haben einen Podcast... Nee, wir haben nur im 3 Stream- YouTube-Videos draus Ja, wir haben im gemacht. Stream ein bisschen drüber geredet, aber irgendwie nie so ausführlich. Ich glaube, hier kann man noch mal so ein bisschen chilliger mit Erzähl, Abstand drüber reden. was dir noch am Herzen liegt. Ich will einfach ein bisschen drüber reden. Erzähl. Okay, wir gingen am 3. August nach Mykonos, kamen als Letzte an, weil alle schon da waren. Und dann bekamen wir ein Kellerzimmer. Das alte Zimmer von Rambilecki, glaube ich. Stimmt. Aber es war actually ein sehr, sehr schönes Zimmer. Also Kellerzimmer auf Mykonos sind schöner als ein normales Zimmer bei uns. Ich meine, es hat nicht einmal ein Fenster gehabt. Es hat ein Fenster gehabt, so bei der Dusche, aber halt so von unten hoch. Weißt du, wie ich meine? Ja, stimmt, im nächsten Raum dann. Aber es war trotzdem sehr geil. Ich meine, viel wichtiger als das Zimmer ist ja so die Stimmung. Die Stimmung. Wie war die Stimmung? Die Stimmung war brutal. Wie fandest du den Trip? Gut. Okay. Na okay, so, ich fange weiter vorne an. Wir haben ja beide ein bisschen Angst gehabt, weil das sind so die Big YouTuber und deswegen haben wir Angst gehabt, keine Ahnung, dass das vielleicht nicht swiped oder matcht. Ja. Keine Ahnung, oder dass die uns vielleicht nicht so nice finden, weiß nicht. Aber es waren dann alle super nett. Deswegen war es cool. Es waren alle wirklich sehr, sehr nett. Es waren wirklich alle nett. Ja. Es ist Es war aber, insane. alle hatten so dieses, wie sagen wir dem? Alle dachten so, es ist so wie im letzten Jahr mit Ron und so. Ja, So voll crazy und alles, aber es war dieses Jahr so viel familiärer. safe, weil viele Freunde mitgehabt haben. War halt so familiär, es war halt so. Ich glaube, wir waren wirklich nie einmal richtig feiern. Doch. Wann? Ne, doch schon, wir waren Ja, in dem Techno-Club. wir waren einmal in so einem Club, aber das war ja auch nicht richtig, weil irgendwie alle schon. Wir waren mal in so einem Club, da kostete der Tisch, glaube ich, 3.000. War das so viel? Ja, das kann sein. Irgendwie so. Revi hat es bezahlt, Grüße gehen raus an Revi. Danke, der, war richtig, Revi. der war richtig mad an diesem Abend. Nee, Und das alle gingen direkt nach Hause, weil sie so müde waren, außer wir, Revi und seine Freundin blieben, glaube ich, noch. Und Iratsch. Und Irat, stimmt. Und noch irgendjemand Wir war haben noch irgendwen da. vergessen, ja. Laila war, glaube ich, auch noch da. Ah, Laila und Alvaro Ja, genau. Soler. Ja. Alvaro Soler. Alvaro Soler war da mit dabei. Ja. Und dann waren wir dort in so einem Club, aber irgendwie war die Stimmung nicht so... Also es war jetzt nicht so Stimmung in der Gruppe, so voll, wir müssen jetzt feiern gehen. Das war Das nicht. stimmt. Aber ich muss auch sagen, war ja auch nicht so. Weil das Ding ist, wenn du jeden Tag so ein bisschen feiern gehst, dann bist du irgendwann müde und dann irgendwann geht's nicht mehr. Ja, Statement. Statement ist gesetzt, ja. Wir waren immer so...
Mykonos ist voll anstrengend. Weil Mykonos sind nicht normale Ferien. Mykonos ist so anstrengend. Ey, Mykonos ist wirklich anstrengend, Digga. Ja? Ja, safe. Wieso genau? Was machst du in normalen Ferien? Du gehst, normalen Ferien, guck mal, du bist in so einem All-Inclusive-Hotel. Hab Du ich noch nie stehst so gemacht. noch nie. Ich war einmal im All-Inclusive-Hotel und ich hab's schrecklich gefunden. Ich lade den Clips auf TikTok hoch. Habe ich noch nie gemacht. Ich war einmal in einem All-Inclusive. Du fandest es schrecklich. Ja, ich finde es nicht so cool, weil wenn du allein Urlaub machst, dann kannst du so sagen, ja, wir gehen jetzt zum Strand und dann ist ruhig. Und wenn du Party willst, gehst du Party machen. Aber in einem Club-Urlaub ist die ganze Zeit Entertainment. Ja, aber du musst ja nicht immer im Club sein. Also meistens Ja, oder in einem schläft man nur Zimmer. da. Ach so, na, wir waren die ganze Zeit in einem Club. Ganze Zeit? Ich glaube, es hat eine Stadt gegeben, aber die war auch nur für die Touristen da. Aber man hat das nicht wirklich rauskennen. Das ist natürlich extrem interessant. Nee, was ich Das sagen ist ein wollte, extremes Problem. so ein normaler Urlaub ist so, du bist im Urlaub, du bist im Hotel, du stehst so um 10:30 auf, dann gehst du so essen, oder so, du stehst um 10 auf, Ja. gehst essen. Das war ein wichtiger Unterschied, diese halbe Na Stunde. schon, ja, verstehe. Dann gehst du essen, dann sagst du, ja, komm, lass mal zu einem Strand fahren, dann fährst du so mit deinem gemieteten Fiat 500 zum Strand, oder irgendwie so Fiat Panda meistens, fährst du zum Strand, dann stehst du da am Nachmittag, dann fährst du so um 4 Uhr wieder nach Hause, gehst so ein bisschen shoppen in irgendein Touristendörfchen, dann um 6 Uhr heißt es so, ja, wollen wir essen gehen? Da geht man irgendwo essen Gehen und wir dann geht man essen. nach Hause. Das ist so ein Standardurlaub. Das ist würde ich geil, sagen. ist entspannt, chillig. Ja, Ja, stimmt. aber Mykonos ist mehr so, du stehst um 9:45 auf, würde ich sagen. Nicht 10, das ist normal. 9:45 ist Mykonos. Du stehst dann auf, dann gehst du hoch, dann gibt es so Frühstück wir waren in so einer Villa, da gibt es so einen Villa-Manager und der bringt dir dann das, du kannst sagen, jo, Nikos. Nikos, Grüße gehen raus an Nikos. Er spricht zwar nur Griechisch, aber Grüße gehen raus an Nikos. Ja, dann sagst du dem, ich will frühstücken, dann bringt der Frühstück. Das war sehr geil. Dann isst du Frühstück und dann kommt direkt sehr schnell mal, gehen wir in den Beachclub. Und dann wird sehr schnell mal getrunken und das Problem ist, Dann wird so um 12, 1 Uhr wird getrunken. ja, und dann bist du betrunken, aber willst irgendwie nur drehen und der Video schneiden und dann wird schon wieder getrunken. Das ist ein dann gehst du- ernsthaftes Problem. Und dann gehst du in den Beachclub, wo die Musik viel zu laut ist. Und dann bis du so ein Beachclub bist, ja, sagen wir mal, du brauchst schon mal so eine Dreiviertelstunde, bis du überhaupt da bist. Bis überhaupt die ganze Gruppe ready ist, dauert schon mal viel zu lang. Ja. Also die Zeit, die abgemacht wird nie eingehalten. Ja, aber ich will mich jetzt gar nicht drüber beschweren. Weil Nee, ich will mich auch nicht drüber okay, beschweren. gut, Ich will nur, gut. Nur drüber reden. nur drüber reden. Gut. Dann gehst du in den Beachclub, dann bist du im Beachclub, dann gehst du, sagen wir, um 5, 6 Uhr wieder nach Hause. Die meisten irgendwie drunk, weiß ich was. Dann hast du so eine 2-stündige Ausnüchterungsphase, dass du dann um 8 Uhr oder 9 Uhr wieder ready bist für so einen Restaurantclub. Und das ist egal, wie oft man sich vornimmt, heute trinken wir nichts. Es wird immer getrunken. Ja, je mehr du sagst, heute trinke ich nichts, desto schlimmer wird's. Aber Mykonos muss man sich ehrlich auch schön trinken. Das ist so ein bisschen Schon das Ding. irgendwie, ja. Ja. Aber deshalb finde ich, ist es, klingt dumm, wenn man das sagt, aber schon anstrengender, glaube ich, als normale Ferien. Weil es waren jetzt nicht so Ferien, so, wo wir nur so rumliegen. Wir waren immer unterwegs. Aber ich glaube halt vor allem auch, weil wir gedreht haben und geschnitten und man hat es Ja. immer im Kopf so. Aber man vergisst immer, dass es ja eine Dienstreise war. Ich habe so lange gedacht, das war ein Joke. Und dann sehe ich die Rechnung, da steht drauf, Mykonos Dienstreise. Ja. Ja, was machst du, wenn das Steueramt kommt? Es war eine Da musst du sagen, Dienstreise. es war eine Dienstreise. Es war eine Dienstreise. Wir haben ganz viele Belege dafür. Aber es war halt actually eine Dienstreise. Es war eine Dienstreise. Wir haben Videos gemacht. Ja, 2. voll. Mindestens 2 TikToks. Du hast sogar 3 Videos gemacht, glaube ich. Stimmt. Und eine Insta-Story. TikToks habe ich auch gemacht. Also das ist wirklich eine Dienstreise, die man sich nicht vorstellen kann. So das, was er machen wird, wenn ich kein Social Media machen wird, wahrscheinlich hauptberuflich. Und danach gingen wir zurück. Du warst an einem Festival. Ich war Sanremo? Sanremo, ja. Sanremo. Mark Eggers hat immer gesagt. Mark Eggers war ja auch auf der Bühne und hat performt. Und das ist so funny, weil wir Mark Eggers irgendwie jede Woche sehen gefühlt. Und generell die ganze Mykonos-Crew. Das war das Geilste am Trip. Dass wir jetzt so connected sind und man die immer trifft bei Events und dann hat man wieder so Spaß. Muss jetzt nicht so flexen. Mit, Sorry, dass du Mark Eggers kennst. Hä? sorry. Sorry, Digga. Ja, flex du mal, wen hast du kennengelernt? Ja, ich habe Elon Musk war da im Speedia in Mykonos. Ja, stimmt, das stimmt. Wir waren im gleichen Club. Neben gleichen, doch, waren wir im gleichen Club. Es war zwar 2 Tage vorher, aber ich habe noch so die Luft gespürt von Elon Musk. Ja, shame. Ja. Okay, auf jeden Fall war dann das Festival und dann kamst du hierher, weil wir mussten wichtige Business-Termine wahrnehmen in der Schweiz, das ist ganz klar. Welche denn? Wir mussten wichtige Business-Termine wahrnehmen in der Schweiz Ja. und dann haben wir sehr, sehr kurzfristig entschieden, zur Gamescom zu gehen. Weil Einen es Tag ist, vorher. ja, ich muss mich bei Milo ein bisschen entschuldigen.
Er hat mich schon vor 2 Monaten gefragt, ey, gehst du auf die Gamescom, bist du da, bla bla bla. Ich immer so, nee, das interessiert mich nicht, scheiß drauf, bla bla bla, so Gaming juckt mich eh nicht. Oh nee. Und dann haben wir so 2 Tage vorher kurzfristig entschieden, ja, wir haben eh nichts zu tun, lass auf die Gamescom gehen. Dann habe ich Mario geschrieben, yo, ich gehe auf die Gamescom. Dann er so, ist schon nicht so nice. Ist schon nicht so nice, dass du jetzt gehst. Oh, hätte nur mit können. Oder hat er keine Zeit mehr gehabt? Ich weiß nicht. Nee, er war, glaube ich, in Freiburg oder so. Sorry, Aber wenn ich halt Maelo. früher gesagt hätte, dass ich gehen würde, was ich ja nicht wusste früher, Ja. dann, was war das für ein Satz? Ja, ich verstehe es. Ey, Hanna, wie Yo, war die Adi. Gamescom für dich? Ich stelle dich immer so Fragen wie ein Interviewer. Ja, hör auf damit. Okay. Gut. Gamescom war sehr geil. Besser als erwartet, weil ich game ja gar nicht. Aber das ist halt auch wieder der coole Part. Einfach Leute treffen, Videos drehen. Ja. Das war schon nice. Gamescom ist ein soziales Experiment, glaube ich. Ist es. Ja. Ganz ehrlich, alle Gamer kommen auf einen Fleck zusammen und du musst mal schauen, wie ist es in der echten Welt? Wie kommen sie in der echten Ja, du Welt? nimmst so Menschen, die eigentlich so keinen sozialen Kontakt haben und vermischst die einfach mal. Und dann guckst du, was passiert da. Aber man muss ja dazu sagen, wir waren hinter Halle 8. Ey, Digga, Wir waren die ganze Zeit hinter Halle 8. Ja, hinter Halle 8. what doesn't kill me makes me stronger. Ja. Na, wir waren dann 15 Minuten weg von hinter Halle 8. Und auf einmal Twitter geht komplett ab. Ja. Wir sind vom Mittwoch bis Freitag geblieben. Am Samstag und Sonntag waren wir leider nicht da, weil wir, kommen wir nachher noch zu, an einem viel besseren Event waren als die Na Gamescom. klar, ja. Aber ja, die Gamescom ist, da musst du die Cam auspacken und dann hast du deine Shots. Das ist insane, was du dort für Leute antriffst, wirklich. Ja. Nee, wirklich. Du Ach triffst so, ja, voll. Du triffst so Vätern an, die so Minecraft-Shirt haben und 60 sind. Du triffst, keine Ahnung, irgendwelche Leute an, die wie Polizisten aussehen. Die sind einfach komplett in ihrem Man hat die Film. ganze Zeit gedacht, dass da irgendwie SWAT unterwegs ist. Heißt das SWAT? Ja, War aber nur Cosplay. ja. Das war meine Erfahrung. Aber danach ging es ja zum Schwingfest und war für uns beide das erste Mal. Wir können das Video jetzt unser erstes Mal nennen. Unser erstes Mal. Ja, das Schwingfest ist so das größte Schweizer Sportevent, das es gibt. Da kommen ca. so 500.000 Menschen. Das müsst ihr euch mal vorstellen. Die Schweiz hat 8 Millionen Einwohner. Oder? Ja, Und 500.000 sind da. ja. Das ist jeder 16. Und Tessiner und Franzosen interessiert das nicht mal so. Das heißt, von den Stimmt. Deutschreden ist eigentlich so wahrscheinlich jeder 10. ist am Schwingfest. Wie viel Deutschsprachig gibt es? 4,5, 5 Millionen. So, das Schwingen ist die Nationalsportart, das ist so ein bisschen wie Sumo-Ring. Und wir dachten, wir gehen jetzt einfach mal hin, weil das ist alle 3 Jahre und es war zum ersten Mal in meinem Kanton, wo ich lebe, Basel-Land. Und es war sehr, sehr funny. Es ist, glaube ich, auch ein soziales Experiment. Es war das friedlichste Festival oder Sportevent, was man sich vorstellen kann. Stimmt. Die Leute haben ihre Taschen auf der Tribüne liegen lassen, Ja. weil sie gewusst haben, es wird sowieso keiner stehlen, obwohl da hunderttausende Menschen waren. Man hat Messer mit reinnehmen dürfen. Alles. Also es wurde nicht kontrolliert. Security hat es auch nicht gegeben. Es war alles so chillig und es ist ja nichts passiert. Ja. Es gibt, glaube ich, kein anderes Festival auf der Welt, wo 500.000 oder also 50.000 Menschen waren im Stadion und 500.000 Besucher insgesamt. Es gibt, glaube ich, kein Event auf der Welt, das so wenig bewacht ist. Weil Das ist krass. die gehen halt davon aus, dass niemand dort irgendwie psychisch krank ist oder so. Das ist so traditionell. Du hast ein Stadion, beim Reingehen musst du nur dein Ticket zeigen, die kontrollieren keine Rucksäcke, du darfst wirklich reinnehmen, was du willst. Ja. Du kannst dort, jeder Zweite hat ein Sackmesser dabei, um den Käse zu schneiden. Also so ein Schweizer Sackmesser, Warte, so wie ein heißt das auf Aufklappmesser. Deutsch? Das ist Ja, so ein kleines Messer halt. man sagt schon Schweizer Sackmesser. Also da bin ich schon Sackmesser, ja. Da bin ich schon sehr patriotisch. Ich glaube, das heißt anders. Das heißt Klappmesser. Schweizer Messer vielleicht. Ein Schweizer Sackmesser. Glaube ich. Sackmesser, wo Ja, kommen ja. wir denn da hin? Zum Sackmesser. Zum Sack. Ja, weil es halt beim Sack ist. Ja, oder weil es im Sack Zum ist. Sack. Zum Sack. Das musst du erstmal sacken lassen, dieses Sackmesser. Lach nicht. Ja, ich bin heute so im Erklärmodus, aber ich muss das den Menschen mal erklären. Die müssen verstehen, worum es da Ihr müsst geht. vorstellen, da sind 50.000 Menschen Ich in dem stell mir Stadion. vor. Okay, Ich war dabei. Da sind 50.000 Menschen in dem Stadion. Beim Einlass wird nur die Karte kontrolliert, sonst nichts. Du kannst reinnehmen, was du willst. Es gibt unten beim Feldrand keine Security. Also es gibt so, da stand vielleicht so 20 Securities im ganzen Stadion. Ja, cool. Nee, Spaß. Aber das hat mich beeindruckt, Mir hat das auch beeindruckt. obwohl du nicht mal Schweizerin bist.
Wie würdest du so als Österreicherin sagen, so wie hat es auf dich gewirkt? Es war sehr, ich will jetzt nicht sagen, ein rechtes Event, aber es war schon ein sehr rechtes Event. Ja, es war sehr traditionell. Und ja, Aber ist die Tradition ähnlich bei uns wie bei euch? bei uns ist es ähnlich vom Vibe her. Ja. Also so mit der Tracht und so. Mhm. Und dann gibt es eine Kuh und einen Stier. Stimmt. Wirklich. Dieses Fest, da gibt es eine Kuh, einen Stier, Amuni. da gibt es eine Tracht, Sägemehl liegt irgendwo rum Also, und Menschen rauchen Rummi. Einfach mal Rummi das ist rauchen. auch Rumi. Das ist so eine Zigarre, die ist nicht gerade, die ist so krumm halt. Ah, das habe ich gesehen. Ja. Ich habe gedacht, der hat die einfach selber gedreht und kann es nicht so gut. Nee, die kauft man. Eine billige Zigarre. Billiger Zigarre. Rummi ist das. Aber Das- und die Leute sind dann nicht so betrunken wie normalerweise bei Sportevents. Ich glaube schon, dass sie sehr betrunken waren. Echt? Ja. Wir waren am Samstagmorgen um 6 Uhr da und alle hatten Bier in der Hand. Oh, okay. Ja, dann haben sie, aber zumindest es kann aggressiv waren oder so. Es stimmt. ging sehr gesittet zu. Ja, ich meine, der Dude neben dir am zweiten Tag, der war auch nicht betrunken. Der oder? war viel mehr als nur betrunken. Aber Das saß so, glaube ich, als wir rausgingen am Abend, saß er so da. Und dann habe ich gesagt, kann ich bitte durch? Und er so, oh. Da bin ich durchgegangen. oh Mann. Aber es gab wirklich kein Ja. Beef. Aber das Ding ist halt, bei so Events, wenn es halt so kein Beef geben kann, dann bist du halt so das Vollopfer, wenn du beefst. Weißt du, wie ich meine? Ja, das bist Dann- generell. Ja, schon, aber Also so, jetzt mal Real Talk. nee, ich glaube nicht. Ich meine, so beim Open Air Frauenfeld, wenn du dort beefst, Bist du dann der Coole? schon ein bisschen, glaube ich. Bist du so einer? Nee, gar nicht. Okay. Aber beim Open Air Frauenfeld ist es so, weißt du, oh, die haben sich geboxt. Aber beim Schwingfest ist es so, wenn dort jemand aufs Feld flitzen würde, dann wäre so einfach das ganze Stadion pisst auf dich. So Ja. keiner würde sagen, oh, das war eine geile Aktion. Ja, safe. Und deshalb funktioniert es wahrscheinlich auch. Adrian, Ja, das waren schöne Worte. vielen Dank. Ich sage jetzt einfach mal nichts. Und dann gucke ich, was kommt. Das Wetter ist halt schön. Ja? Nee, ich hab tatsächlich was vorbereitet. Ja. Und zwar, Wollen wir schon zu den Fragen? ja, wir können auch noch ein bisschen quatschen. Nee, wir können zu den Fragen gehen. Okay. Ja, das ist unser Leben in den letzten paar Tagen. War schön. Wie viele Abonnenten hast du auf YouTube? 70.000. Okay, Du? 229.000. Oha, gratuliere. Danke. Ich wollte das jetzt nur mal sagen, dass, falls wir diesen Podcast so in 40 Jahren anhören, dass wir so wissen, wo wir standen zu diesem Zeitpunkt. Ah, 70.000? Ja, bin zufrieden. Mhm. Aber ich hätte gerne mal einen Play-Button, weil das Problem ist, du hast schon 3. Ja. Deswegen hätte ich gerne mindestens einen. Ja, das ist schon ein Problem, finde ich. Ja, danke, dass du nur mit mir Also ich redest. hänge nicht wirklich mit Leuten ab, die keine Playbuttons Eben, haben. deswegen. Ja. Ja. Du hast so eine Frist von ein paar Monaten, aber dann Ja, Dann das brauchst du einen schaff ich schon Playbutton. noch. Aber ja, dann geh mal in die erste Frage. Ja, okay. Warum muss ich anfangen? Mhm. Das ist ja wirklich... Okay. Wieso hast du überhaupt so ein Plüschtier bei dir, Digga? Das ist Freddy. Robin, wie heißt dann? Robby. Robin. Robby. Robin. Robby. Robin. So. Okay, ja, Okay. leg los. Wer... Also ich habe mir die Frage selber gestellt und mir sind instant 2 Personen eingefallen und ich weiß nicht warum. Relativ random. Du musst einfach schnell antworten. Okay, ich werde schnell antworten. Schnell antworten und Schnell. du musst wen sagen. Du kannst nicht einfach sagen, ich hab da niemanden. Okay, ich sag instant. Ich schwöre, ich sag instant. Okay. Adi. Ja. Adrian Marius Vogt. Ja, ich heiße nicht so, aber egal. Wer ist dein Vorbild? Roger Federer. Warum? Was soll ich sagen als Schweizer? Einfach weil er bekannter Schweizer ist. Weil er trotz... Nee, weil er eine Rolex hat. Also eine Rolex und ich will auch eine Rolex. Ja, du kriegst ja bald eine Rolex, oder? Nee. Okay. Liegt. Wieso Roger Federer? Ich weiß nicht. Das ist ein gut aussehender Mann. Holy shit. Das Hat der einen Pump? Der hat bestimmt einen Pump. Der hat einen richtigen Pump. Also das ist ein guter Dude. Deshalb. Ich weiß es gar nicht so genau. Ist er Irgendwie einer so von den Guten? Ja, ist einer von den Guten. Okay. Aber dann wären ja alle Guten eigentlich ein Vorbild. Mhm. Er ist sicher einer von den Guten, aber ja. Ich würde sagen Roger Federer. Ich kann es gar nicht so genau definieren. Aber ich glaube, viele Schweizer können es nicht definieren, wieso sie Roger Federer als Vorbild haben. Ah, haben das viele? Ja, das ist schon sehr viele Schweizer. Aber Okay. man weiß es gar nicht so genau, wieso. Einfach weil er ein Guter ist. Ja. Nee, er hat halt, Und er nie, ist ein Macher. er hat halt nie einen Skandal gehabt. Er war erfolglich. Aber ganz Er hat ehrlich, viel wie kann Geld. das sein? Hm? Wie kann das sein?
Das ist wirklich eine gute Frage. Ich bin auch der Meinung, dass entweder rauskommt, das wäre kein Skandal, aber dass er schwul ist und die Ehe mit seiner Frau gefaked hat und diese Kinder nur adoptiert sind. Auch so überhaupt? Ja. Das komplett fake ist? Ja. Okay. Nee, okay, er kann die Kinder auch gemacht haben, aber er ist schwul. Okay. Das ist etwas. Oder Steuerbetrug. Also, ich kann mir nicht vorstellen, dass du so bekannt sein kannst und so groß und keine Steuern hinterziehst. Ach so, das meinst du? Bei uns ist doch so die Frage, keine Ahnung, was willst du zum Mittagessen? Spaghetti oder Pasta? Und dort ist die Frage, was willst du, Koks oder Steuerhinterziehung? Bei bekannten Menschen? Ja, das ist doch so ein Daily dran. Thing bei denen. Ja. Nehmen wir heute Koks oder hinterziehen wir Steuern? Wir müssen irgendwas tun für unser Gemüt. Uns ist langweilig. Lass Steuern hinterziehen. Ja, also wir wollen ihm jetzt natürlich nichts vorwerfen, aber wir sind uns schon sehr sicher. Aber er ist schon auch ein Vorbild. Ich will auch Steuern hinterziehen. Ich will keine Pasta und Spaghetti mehr. Aber okay. Ja, frag mich. Was ist dein Vorbild? Die ersten 2 Personen, die mir eingefallen Jetzt? sind. Hazelbrugger und Herr Anwalt. Und ich habe mir gedacht, wieso fallen mir die ein? Und dann haben wir gedacht, das sind einfach 2 so Macher. Die gehören wahrscheinlich zu den Guten. Ja, das sind gute Macher. Die einfach ihr Ding machen. Okay, Ja, was gefällt dir an Hazelbrugger? Die ist ja authentisch. Die ist einfach, das finde ich cool. Wieso weißt du das? Stimmt, vielleicht ist sie echt ganz anders. Sie wirkt authentisch. Vielleicht hinterzieht sie ja nicht Steuern. Kann sein, aber sie ist trotzdem authentisch. Oder vielleicht Ihr Auftreten. ist ja Federer nicht authentisch. Na, und sie ist sehr schlagfertig. Das Stimmt. finde ich geil. Aber du bist auch sehr schlagfertig. Ja, weil immer wenn du mit deinem Argument fertig bist, bin ich schon mit meinem Schlag fertig. Aber guck, vielleicht ist der Federer gar nicht so authentisch, wie wir denken. Vielleicht fragt er sich auch beim Mittagessen Pasta oder Spaghetti Maybe. und gar nicht Koks und Steuerhinterziehung. Das wäre krass, wenn es so Das wär wäre. krass. Aber kann sein. Okay, Hazelbrugger. Ja, und Herr Anwalt halt, weil das ist das Gleiche. Weil der arbeitet irgendwie. Aber Herr Anwalt macht eigentlich gar nicht so viel. Doch! Was macht er? Der macht jeden Tag ein TikTok, YouTube-Videos regelmäßig, Reels, Insta-Stories, aber alles mit Mehrwert. Also nicht einfach so easy. Und er ist nur Anwalt. Ich glaube nicht, dass er noch Anwalt Der ist. ist nur Anwalt. Oder zumindest war es nur bis. Also er ist sicher noch ausgebildeter Anwalt, aber ich glaube nicht, dass er noch so... Der hat auf jeden Fall nur lange als Anwalt gearbeitet. Bis das vor- glaube ich. Ja. Aber ich glaube jetzt nicht mehr. Weiß man das? Fragen wir ihn mal. Kannst du uns kurz anrufen? Kann das mal jemand in die Kommentare schreiben? Ist der Anwalt noch Anwalt? Ich glaube schon. Ich sage nein. Aber selbst wenn nicht, ist trotzdem. So, Er der ist ja macht, noch ausgebildeter Anwalt. Aber du kannst doch nicht einen Anwalt ernst nehmen bei Kriminalstraftaten, der noch TikToks macht. Also, meinst du es das- ernst? ja, das ist wie das Beispiel mit, Ach so, du wenn du meinst dich vor mit einem Gericht. Security anfreundest, dann kannst du diesen Security auch nicht mehr ernst nehmen. Ah, dass zu Du große musst so Bekannte diese der Problem Distanz- wird. Das war es ja nicht, weil es gibt ja auch bekannte Star-Anwälte. Ja, aber die sind bekannt, weil sie gute Anwälte sind. Und nicht, weil sie etwas anderes machen. Zum Beispiel Solmecke oder wie der heißt. Keine Der Ahnung. YouTuber Solmecke, kennst du nicht? Okay. Gut. Aber schöne Vorbilder hast du. Es freut mich, dass du so schöne Vorbilder hast. Danke. Bin ich dran mit den Fragen? Na klar. Na klar. Können wir wieder Leckerli haben? Ich habe keine mehr. Schade. Dein Problem. In Okay. der Tat, in der Tat. Okay, das ist eine gute Frage, aber du musst wirklich gut überlegen. Okay. Hanna, Adrian. wer ist der netteste Mensch, den du kennst? Und jetzt wirklich. Muss ich die Person gut kennen? Nee, einfach so. Einfach die netteste Person, die du kennst. Wo du so sagen würdest, die ist so atomnett. Oh, wir sind jetzt. Also, was war der erste, der mir eingefallen ist? Wer? Paulo Muck. Aber ich kenne den gar nicht so gut. Ich habe den auch nur zweimal gesehen. Aber mir ist das erste eingefallen, weil wir so drüber geredet haben. Weil der noch so ein bisschen auch einen Boomer-Flair hat. Ja, genau. Sonst. Ich würde auch sagen, du bist nett. Nee, aber ich bin nicht der Netteste, 100%. Nett? Nee. Maelo? Ja, ich würde auch. Maelo ist. War Maelo schon mal böse? Nee. Generell in seinem Leben? Doch, bei der Gamescom das erste Mal. Man hat so gemerkt, das hat ihn schon gekratzt und das war noch nie vorher. Ah, aber das. Okay, das war jetzt aber nicht so der krasse. Nee, es war nicht so krass, Matt. Aber okay, du würdest sagen, oder hast du jemanden so in deinem Umfeld, wo du so sagen würdest, das ist die netteste Person? Es gibt einfach so nette Personen, die sind einfach so nett. Aber Milo ist schon so einer. Milo ist so einer, ja. Hat, glaube ich, der
der lästert selten über Menschen so hinterrücks. Das Ja. macht man ja mit jedem so ein bisschen. Ja. Das gehört ja dazu. Das macht er nicht. Er ist immer nett eigentlich. Er ist immer mit der Entscheidung, die man trifft, so einverstanden. Er sagt selten so, nee, will ich nicht. Weißt du, wie ich meine? Ja, voll. Ja, ich gehe auch mit Milo. Gehen wir mal, oder? Wir gehen beide mit Milo. Okay. Spannende Frage, aber. Bist du nett? Ja. Würdest du dich als nett einstufen? Ja. Wirklich? Ich mich nicht. Doch. Nee. Hä? Nee. Wieso? Ich bin nicht, also ich bin schon nett, ich bin schon so, wie sagen wir dem, schon so sympathisch und so, aber nicht so, Den schon sympathisch. ja, das sei, also. Ja. Ich würde nicht sagen, dass ich so im Vergleich zu einem netten Menschen nett bin. Was macht Also ich dich bin so nett? average nett. Ja, ich bin auch average nett. Eben, das meine ich ja. Aber ich bin nicht so, jetzt bei dieser Frage, so eine richtig nette Person. Was macht dich aber weniger nett? Dass ich manchmal sage, ich habe keinen Bock da drauf. Hä, das hat ja nichts mit Nettigkeit zu tun. Ja, okay. Ich finde, nett ist so, wenn man weiß, der macht jetzt nichts hinterrucks zum Beispiel. Oder der Mann ist einfach gut. Das ist ein guter. Ja. Das ist nett. Nee, für mich ist nett so, Oh, du meinst der Person, die sich alles sagen lässt? ja, es geht so ein bisschen in diese Richtung, Ah, den hat den Kopf unbedingt aber nicht im durchsetzen negativen muss. Sinne. Okay, Also es verstehe. ist nicht jemand, der so einfach bei allem Ja sagt oder so, aber schon so, Ja, weil zu mir sagst du, ich bin ein Ja-Sager. ich mache schon auch Scheiß, weißt du, wie ich meine? Wenn ich besoffen bin, dann mache ich auch Scheiß, aber das macht Milo nicht. Stimmt. Ich habe auch schon ein Portemonnaie genommen und die Karten so rausgeschmissen, das ich gefunden habe beim Feiern. Ach, das ist so asozial. Ja, eben. Muss ich zugeben, aber du bist trotzdem nett. Ja, okay, aber ich so Besoffen ist schon... deshalb will ich nicht sagen, dass ich nett bin. Milo ist wirklich so, der hat selten, ich glaube, der hat noch nie irgendwie so Jemanden sowas verletzt. kaputt gemacht, so, nur weil er drunk war oder, weißt du, wie ich meine? Ja. Das kommt bei mir öfters vor, Ja. sagen wir es mal so. Jeder hat so seine Eigenschaften. Mhm. Gut. Du bist dran. Oh, wir haben ja schon den Podcast vor einem halben Jahr ungefähr gemacht. Damals in Wien. Und da hast du mir eine Frage gestellt und wir haben keine Antwort darauf gefunden. Und ich habe mir gedacht, jetzt kennen wir uns ja schon 7 Monate oder so länger. Deswegen frage ich sie dich nochmal. Was haben wir gemeinsam? Den Beruf. Und so von Eigenschaften her? Es, Den ähnlichen Humor, I guess. ja, stimmt, das haben wir damals auch gesagt. Okay, gut, wir beantworten die Frage jetzt wahrscheinlich genau gleich. Das Ding ist, Den ähnlichen Humor? ja, Ja, was ist das Ding? wir haben so wenig miteinander gemeinsam, für das, dass wir eigentlich das Gleiche machen. Weißt du, man? Nee, Oder viel zusammen machen und so. nee, Nicht? nee, also erklär, ich verstehe es nicht. Ich hätte mir gedacht, dass mir viel mehr Sachen einfallen. Mhm. Aber gar nicht. Nichts miteinander gemeinsam. Es sind schon so grundsätzliche Sachen, so politische Einstellung, Ja, okay, stimmt. Beruf, Ja, Humor, so Werte und so, das schon. ja, so ein bisschen Sport. Sportlich sind wir beide ziemlich gleich. Ja. Aber wir haben jetzt ja zum Beispiel sowas wie, boah, wir sind beide so ordentlich oder wir sind beide so, wir interessieren uns beide so für Finanzen oder keine Ahnung, was du meinst. Nee, aber es wäre auch weird, wenn wir uns beide für Finanzen interessieren. Ja, das Wenn wir ist so sagen, ganz komm, wir weird. gucken jetzt ein Video von, ich kenne keinen Finanz-YouTuber. Da fängt schon an. Ja. Stell dir das vor. Ja, wir sind schon beide ordentlich. Findest du? Recht ordentlich. Aber wenn sie ordentlich ist, wird sie nicht mies joken. Hat Thilo mal gesagt. Danke, dass du mir das ordentlich einstufst. Ich gebe mir Mühe. Denkst du das nicht? Oder ich räume schon manchmal zusammen, Mhm. aber ich habe ein Talent dafür, dass es sehr schnell wieder Chaos da ist. Ja. Aber vielleicht ist es hier bei jedem so, ich weiß es nicht. Ja, ich glaube, Chaos gibt es bei jedem schnell. Die Frage ist nur, ob man es dann aufräumt. Ah, Also ich glaube so, das Chaos, oder Digga, wenn es kein Chaos bei dir zu Hause gibt, dann hast du dein Leben wirklich im Griff. es gibt so Leute. Aber dann hast du auch nichts zu tun. Du kannst ja nicht immer, wenn du etwas nimmst, das wieder schön hinlegen. Das geht es doch gibt nicht. so Leute, die machen das tatsächlich. Ja? Ja. Okay. Aber ich glaube, das ist ein sehr kleiner Prozentsatz. Ja. Und nicht unsere Abonnenten. Weil unsere Abonnenten, die sind alle, glaube ich, dumm. Erstmal alle Abonnenten gefrontet. Definierst du dumm mit Unordentlichkeit? Nee, safe nicht. Gut, Nee, es war ein dummer Spruch, ich entschuldige mich. danke. Ich habe mich angegriffen gefühlt. Okay, du bist average. Du bist average ordentlich. Du bist Ja. nicht unordentlich, aber auch nicht Aber turboordentlich. manchmal ist mein Zimmer richtig unordentlich, aber vor allem halt beim Reisen und so.
Ja, ja, dann aber bei mir auch. Gut. Bei mir einfach, wenn ich so keine Zeit habe, wenn ich so viel unterwegs bin. Ja, wir sind am Hustlen. Ja. Aber es gibt Leute, die sind die ganze Zeit zu Hause und bei denen ist das Thema nie aufgeräumt. Ja, das kann Aber bei das mir funktioniert. Oder ein ordentlicher Mensch, der putzt seine Küche nicht. Ein unordentlicher Mensch. Ah, Dem ist es so egal. Das Ja. ist so. Es geht ja um die Einstellung. okay. Es kann ja schon mal sein, dass wir keine Zeit haben, das Thema aufzuräumen. Ja. Aber zum Beispiel, wenn man keine Zeit hat, einen dreckigen Teller über 4 Tage abzuwaschen, Ja. dann ist es unordentlich. Also, ich sage jetzt nicht wo, aber einmal, wo ich wo gewohnt habe, ich habe so eine Jacke gemacht und die war dann so am Monat weg, wegen Reisen, YouTube und so. Und dann bin ich zurückgekommen und dann waren die voll verschimmelt. Ah, Ein Gnocchi in meiner Küche. geil. Ja, also average ordentlich, würde ich sagen. Ja, aber das ist vielleicht auch irgendwie die Lösung, um neue Lebensräume zu finden. Weil da bilden sich Sachen da drin. Ja, Da bilden sich neue Spezien. die haben gelebt auf jeden Ja. Fall. 100 Pro. Ist doch gut. Okay, wir haben nicht wirklich herausgefunden, was wir gemeinsam haben mehr. Ja, wir sind nicht gleich ordentlich anscheinend, weil dir ist es mit den Gnocchi noch nie passiert. Okay, Hanna, was ist dein schwierigstes Gericht, das du kochen kannst? Sacherschnitte Ja, ist ein Kuchen und Torte. Das Schwierigste. okay, erklär mal, wieso ist das schwierig? Es ist nicht so schwierig. Also, Aber das Schwierigste, was du kannst. du musst halt, also, was macht ein Gericht schwierig? Schwierige Verfahren des Kochens. Aber was ist denn schwierig, wenn du es kannst? Dann kannst Zum Beispiel, du's. wenn du irgendwie so, Spare Ribs ist schwierig, gell? ja, oder wenn du so, keine Ahnung, wo ich komplett raus bin, ist, wenn man so beim Kuchen so Eiweiß schlagen muss, dass es das muss luftig man da, ist. das muss man da. Das Und kann dann ich. das bei der perfekten Temperatur mit irgendwie Schokolade mischen muss. Das, Das zum Beispiel habe ich drauf. Schokomussola, das finde ich schwierig. Achso, nee, das kann ich nicht. Ja, okay, sorry. Aber das kannst du nicht. Nein, ich glaube nicht. Ich weiß Okay. nicht. Aber das mit dem Eiweiß, das schon. Na klar. Ja, schlagen kann ich es auch. Na klar. Aber das Untermischen, kennst du das nicht? Das kann ich bestimmt. Okay, gut. Und Kaiserschmarrn? Nein, das ist auch nicht so schwierig. Ich kann nichts Schwieriges. Nicht das Schwierigste, was du kannst. Nicht Ja. etwas, das schwierig ist. Also ich bin in eine Schule gegangen, da habe ich jede Woche 5 Stunden Kochen gehabt. Mhm. Ich schwöre, ich habe was drauf. Ja? Gezeigt hast du mir noch nie. Nee, aber du Bin mir auch enttäuscht. nicht. Was kannst du? Doch, ich hab mal. Was hast du mir gezeigt? Nudeln, stimmt, Ah, nee, das war mal stimmt, Nudeln da warst du gekocht. nicht dabei. Bei der Streaming-Woche. Ja, Digga. stimmt, da war ich nicht dabei. Und die ist keine Spare Ribs. Also mein Gericht würde ich sagen, mein schwierigstes ist Spare Ribs. Ja? Aber das musst du in der 3-2-1-Methode machen, das habe ich gelernt. Und das ist jahrelange Erfahrung. Zuerst musst du das 3 Stunden im Ofen haben, dann nimmst du es raus, packst du es in Alufolie, machst es 2 Stunden rein, und in die Alufolie machst du dann so Bier oder so rein, dann nimmst du es wieder raus, dann machst du es noch eine Stunde rein und dann machst du so Barbecue-Sauce oben drauf. Obwohl schwierig ist das auch nicht, du musst es ja nur in den Ofen tun. Ja, man muss es nur können. Ja. Ist immer so. Was Aber so so- schwierig ist, Was? mehrere Gerichte gleichzeitig kochen, finde ich. Das ist schwierig. Weil du Ja. musst es so timen. Mhm. Ja. Aber so ein richtig schwieriges Gericht, wo ich jetzt so keinen Plan habe, wie man das macht, ist zum Beispiel Croissant. Wie macht man ein Croissant? So, vielleicht mit so einem, wie heißt denn das Teil? Mit so einem, wie heißt das? Spritzer oder so? Da hast du so eine Öffnung, also vorne ist so ein kleines Loch und hinten ist so Also ein Trichter. ein Trichter und dann drückst du so und vielleicht gibt es so eine Croissant-Form. Nee, das ist es nicht. Nicht? Ich weiß schon grundsätzlich, wie es geht, aber Wie es ist, denn? du nimmst, glaube ich, Teig, du machst Teig. Also und formst es dann einfach. Nee, du nimmst Teig und dann öffnest du den, dann machst du Butter da rein und dann schlägst du den Teig auf die Butter. Und dann Echt? walst du das aus. Und dann machst du wieder Butter rein und dann flippst du das immer mit Butter dazwischen. Deshalb ist ein Croissant so dünnschichtig. Das ist ja richtig aufwendig. Ja, das ist richtig aufwendig. Und dann machst du so ganz viele Schichten mit Butterteig, aber so ganz dünne. Und dann musst du aus diesem dann das Croissant so formen. Und das muss irgendwie alles passen. Ja, so. Das muss alles passen. Das ist schwierig. Also da bin ich raus. Cool. Da bin ich auch raus. Okay, nächste Frage. Nächste Frage, Herr Natunik. Ich Na, bin gespannt. Adrian, du, ich schau kurz auf meinem Handy, weil da habe ich ein bisschen mitgeschrieben. Okay, gut. Ah, na, da habe ich was verbraucht. Welche schlechte Angewohnheit. Digga. Jo, hörst du mir zu? Ja. Welche schlechte Angewohnheit von dir würdest du gerne loswerden? Ich würde von mir loswerden, dass ich weniger hinterfrage Sachen.
oder so, So so überdenken. positiver durchs Leben gehe. Oh, Ich bin nicht so ein positiver Mensch. das hört sich so traurig an. Ja? Ja. Ich bin nicht ein negativer Mensch. Aber es gibt so Menschen, die sehen in allem das Positive und ich sehe oft. Zum Beispiel, guck, das beste Beispiel ist ja Wohnungen. Wenn ich ausziehe, dann sage ich nicht, oh, das ist eine geile Wohnung, da ziehe ich hin. Sondern ich sehe zuerst die Wohnung, denke mir so, die ist schön. Und dann gucke ich zuerst, aber gibt es einen Laden? Gibt es denn das? Gibt es denn das? Aber das funktioniert nicht und das. Weißt du, wie ich meine? Ja. Dass dann die Wohnung gar nicht mehr geil ist. Und da gibt's, das ist ja eigentlich Einstellungssache so ein bisschen. Und das stört dich dann? Ja. Oder bist du im Nachhinein drüber froh, dass du dir die Gedanken gemacht hast? I guess es ist nicht schlecht, dass man sich diese Gedanken macht. Ja. Das kann Aber für gewisse Sachen ist es auch einfacher. True. Manchmal ist es leicht, wenn man sich keine Gedanken Ich macht. glaube, du musst das Mic zum Mund nehmen. Manchmal ist es leicht, wenn man sich keine Gedanken macht. Ja. Das ist so das. Bei dir? Ich hätte gern mehr so, ich wäre gern so abenteuerlustiger. Mhm. Dass ich so Bock habe auf Partys und so mehr. Mhm. Weil ich mache schon, aber ich denke mir immer so, manchmal macht es wirklich Spaß, Ja. aber meistens denke ich mir, ich will wieder nach Hause. Und ich würde es geil finden, wenn ich es geil finden würde. Dass ich so Ja. mehr enjoyen kann. Ja, ich weiß, was du meinst. Weil dann sonst ist das immer so ein bisschen. Aber das habe ich halt nicht. Aber es ist jetzt auch nicht ein Riesenproblem, muss ich ganz ehrlich sagen. Okay, das ist das Einzige, was du bei dir ändern willst. Gibt es nichts, kein Problem, das größer ist. Was- Also ein tiefgründiges. Das ist so sehr. Ich finde, auf Partys kann man auch scheißen. Nee. Nicht? Oder es sind ja nicht nur Partys, es ist ja zum Beispiel Essen gehen oder zum Geburtstag oder, keine Ahnung, irgendwelche sozialen Events. Mhm. Das ist ja richtig mies, wenn du das nie so enjoyen kannst. Aber hast du nie Bock auf das? Doch schon. Aber? Nur so kurz. So wie lange? Eine halbe Stunde. Und wieso hast du dann keinen Bock Ich mehr? weiß es nicht. Deswegen, das würde ich gerne ändern, so dass man so Bock Ist es hat. dann, was ist dann ab dieser halben Stunde? Ist es dann langweilig? Ja, Okay. oder anstrengend. Wieso? Ich weiß es nicht. Wieso? Ich keine Ahnung. Aber du musst ja etwas fühlen in dir dann. Ja, so das Gefühl von, ich will nach Hause, wann fahren wir? Ja. Kennst du das gar nicht von irgendwas? Nee. Was? Also doch ganz am Schluss immer so, aber zum Beispiel bei einer Gamescom hätte ich jetzt 4 Tage sein und mir würde nicht langweilig werden. Aber weil ich Es so. ist ja nicht Langeweile, es ist ein bisschen, es ist so viel los und es ist laut und. Hast du Autismus? Hä? Keine Ahnung. Nein. Ist nicht, ich kenne mich nicht aus. Oh, ja, keine Ahnung. Kann nicht bei Autisten sein, dass wenn es so zu laut ist und zu viel, dass sie dann so sagen, nee, es geht nicht. Nee, ich glaube, also vielleicht, aber ich glaube, das gibt ja viele Menschen einfach ohne Autismus. Mhm. Ja, das ist ein Statement, finde ich. Es gibt viele Menschen ohne Autismus. Die das auch stört, wenn es laut Ja. ist. Ja, keine Ahnung, das nervt mich halt richtig. Weil das ist voll der Partykiller. Mhm. Das ist schon das Größte. Mhm. Oder sonst so keine, ja, also sonst wäre ich gern ordentlicher und so Stuff, aber Ja, ja. das geht. Okay, wie sieht dein Duschablauf aus? Also, gute Frage. Ja. Ich gehe rein, Mhm. mit Haare waschen. Ist der immer gleich, dein Duschablauf? Ja, safe. Bei mir auch. Oder? Ja. Okay. Ich gehe rein und dann lasse ich Wasser runter Mhm. und shampooniere zuerst meine Haare ein. Und während es einwirkt, ich rede jetzt mal ohne Conditioner, einfach nur Haarshampoo. Ja, ohne Conditioner. Also dann mache ich meine Haare und dann, während es einwirkt, creme ich meinen Körper ein. Mhm. Mit dem gleichen Shampoo manchmal. Mit Wasser oder ohne Wasser? Da bin ich schon nass. Aber läuft kein Wasser mehr. Da bei der Dusche habe ich es immer abgedreht, aber zu Hause mache ich das nie. Ich weiß nicht warum. Ja, weil du wahrscheinlich zur Seite gehen kannst zu Hause. Vielleicht. Auf jeden Fall. Ich muss mich jetzt konzentrieren. Dann bin ich komplett voll mit Shampoo im ganzen Körper. Und das wasche ich dann ab. Ja. Und dann gehe ich raus. Und dann ist vorbei. Ja. Hast du nicht noch so andere weirde Sachen, die du in der Dusche machst? Also so hinscheißen, der Spaß. Du. Hast du schon mal in die Dusche geschissen? Ist es ein Ding? Nicht? Nee, ich auch noch nie, chill. Also, jetzt ist es gar nicht so gewundert. Nee. Okay. Darf ich erzählen, wie mein Duschablauf ist? Ja, gerne, Vielen Dank Adrian. für die Berechtigung, es zu erzählen. Meiner ist, ich mache auch zuerst die Dusche an, von außen. Dann lasse ich ein bisschen Wasser runterlaufen. Dann halte ich so die Hand rein. Dann ist so, okay, ja, Ja, genau. kann ich reingehen. Dann gehe ich rein. Dann mache ich erstmal so 10 Sekunden einfach mal so genüsslich das Wasser genießen. Kennst du das, wenn du so in die Dusche gehst, einfach mal so kurz so 10 Minuten einfach so, Wenn die Temperatur erreicht wurde, die Ja. man sich wünscht. Ja, safe. das ist sehr, sehr schön.
Dann putze ich meine Zähne. Ich bin ja Fan von Stimmt. Duschzähneputzen. Aber das machst du immer, egal wie viel Zeit du hast. Ja. Immer. Ja, doch, also mein Problem ist mittlerweile, dass ich meine Zähne nicht mehr putze, wenn ich nicht dusche. Also ich putze meine Zähne seltener, seit ich während dem Duschen Aber Zähne wie kannst du putze. so weiße Zähne haben? Das ist so unfair. Ich weiß nicht, kannst Monte fragen. Was? Ich weiß auch nicht. Ja, okay, dann gehe ich rein, dann putze ich Zähne. Zähne putzen kann ich jedem empfehlen in der Dusche. Ist Zähne perfekt. putzen kann ich jedem empfehlen. Punkt. Punkt. Kann ich empfehlen. Kritisches Statement, aber kann man empfehlen. Nee, in der Dusche ist sehr, sehr geil. Da kannst du noch mal mehr an die Arbeit gehen. Glaub mir wirklich. Das ist wie, wenn du, das ist ja wie wenn du als Schreiner in deinem Schlafzimmer einen Tisch baust. Da kannst du nicht so richtig, da musst du immer aufpassen, ja, wird mein Bett voll. Beim Zähneputzen hast du das? Wenn du als Schreiner einen Tisch im Schlafzimmer baust. Okay, aber du redest gerade drüber, dass das gleich ist wie Ja. Zähneputzen am Waschbecken. Ja, ich habe jetzt nicht ein Problem. Also hast du Angst, dass das ganze Waschbecken voll Nee, maust, nicht, weil du aber so man kann Dreck schon hast? beim Duschen noch mal mehr an die Arbeit. Wie musst du es richtig putzen, dass es alles voll ist? Ja, du musst halt nicht Angst haben, dass was runterläuft, dass es irgendwie an die Hand geht. Du kannst einfach putzen. Ah, deswegen, okay, ich probier's Ja. mal aus. Das ist sehr, sehr geil. Und man spart Wasser. Obwohl 2 in 1, ich meine, in dieser Zeit, wo man Zähne putzt, müsste man ja eigentlich nicht unter Wasser stehen. Also Nee. das ist ein bisschen ein Mythos. Aber du sparst vielleicht Zeit. Ja. Nach dem Zähneputzen nehme ich Shampoo, mache es in meine Haare. Ich putze meinen Körper nie. Ist das weird beim Duschen? Ich weiß Also nicht, ich mache es halt immer so in die Haare und dann von den Haaren halt so ein bisschen auf den Körper. Aber ich mach das schon, aber einfach, weil es geil ist. ja, Du musst es so richtig, aber das ist sogar 2 verschiedene Shampoos. normalerweise schon zu Hause, Okay. ja. Ich habe halt so ein All-in-One, aber ich Head glaube and so ein Shoulders. Männerding auch. Ja, ist auch praktisch, aber das Problem bei Head Shoulders ist, dass das so Silikone drin Ja, hat. und dann sieht man die Naturlocken Dann nicht. sieht man jetzt kriege ich aber keine Locken mehr mit dem Shampoo. Ja. Du musst silikonfrei nehmen. Dann mache ich Shampoo rein, dann wasche ich das ab und dann lehne ich meistens noch so 1-2 Minuten so an die Wand der... Oh, das mache ich, manchmal setze ich mich auf den Boden. Ja, das mache ich auch oft. Aber Das eher, ist wenn ich sehr so, geil. das mache ich nur noch, wenn ich so richtig durch bin. Oder wenn man so ein bisschen einen dramatischen Moment dann halt braucht. Ja, safe. Aber guck, ich mache oft so, ich kann das ja zeigen, ich kann das Mic mitnehmen. Ich mache oft so, in der Dusche so. Das kann man bei mir machen, so vorne. Glaub mir, dann läuft das Wasser so über den Rücken. Das ist richtig entspannt. Einfach so probier Kopf das vorne heute. an die Wand und stehen. Woher? Und dann, was? Bitte? Und dann hinterm Rücken kann ich dann so mein Wasser leiten mit dem Finger so. Kennst du das? Spielst du dann Avatar? Oder Meerjungfrau? Ich weiß es nicht, Feuerwehrmann. Ja doch, kann ich so das Wasser so leiten. Ich weiß es nicht, Feuerwehrmann. Was eine blöde Frage. Ja, und manchmal pisse ich noch. Ja? Gut. Nächste Frage. Gut. Okay. Was war der beste Ratschlag, den du je bekommen hast? Digga. Digga. Hast du einen? Mir fällt gerade keiner ein. Ja, ich habe einen. Ich muss überlegen. Den droppe ich ja jedes Mal, wenn ich die Frage krieg. Das ist, also man kann natürlich noch drüber diskutieren, aber im Großen und Ganzen meine ich so, dass es kein richtig und kein falsch gibt. Das ist der geilste Ratschlag, weil da steht dir die Welt einfach nur mehr offen. Ja, erklär mal. Zum Beispiel, viele Leute würden sagen, du musst Schule machen, studieren und dann arbeiten, weil das ist richtig. Aber wenn du checkst, es gibt kein richtig oder falsch, dann kannst du auch nach Mailand gehen und modeln oder keine Ahnung, alles machen, was du willst. Weil es gibt ja nicht den richtigen Weg. Ist vielleicht für viele klar, aber Ja, ich finde den Spruch geil. ja, ein sehr schöner Spruch, sehr tiefgründig Da auch. kannst du in so viele Situationen anwenden, wie zum Beispiel Ja, den kann man krass in vielen Situationen anwenden, Maul. diesen Spruch. Maul, du Gaul. Maul, du Gaul. Aber es ist auch so ein Spruch, der alles so ein bisschen relativiert, finde ich. Findest du? Ja, ich bin nicht so Fan von. Weißt du, wenn du so sagst, da, es gibt kein richtig oder falsch, dann sagst du, ja, okay, komm, dann spring direkt ab der Brücke. Ja, willst du es machen? Nee, Eben. weil es nicht richtig oder falsch ist. Aber du machst es ja nicht, keine Ahnung, irgendwie ist der Spruch auch gut, dass man andere Leute nicht so verurteilt und so Stuff. Weil, Ja, für das ist es gut. ja, weil es ist ja logisch, dass es irgendwie nicht so geil ist, wenn jemand wen anders umbringt. Oder verletzt. Andererseits, wenn ich angegriffen werde und ich verteidige mich, dann war es ja richtig für mich in dem Moment, dass ich mich verteidige. Ja, aber dann würde ich dir raten, geh mal so in ein Gericht und sag dann einfach so, ey, Ja, du hast ihn Selbstverteidigung, jetzt umgebracht, aber es gibt kein richtig oder falsch. darum geht's gar nicht. Aber ich glaube, Selbstverteidigung ist ja okay, oder?
Ja. Ja, eben. Okay, Ich aber meine, ich glaube, deswegen grundsätzlich gibt es nicht das Richtige und das Falsche, sondern es ist für jeden anders. So wie es gibt Leute, so Polyamorie und das Ganze. Kannst auch nicht sagen, das ist falsch, weil nur das ist richtig. nee, da gibt es nur eines. Was denn? Heterosexualität. Ja, Alles andere ist falsch. aber Polyamorie ist das, oder das andere, keine Ahnung, ist, wo man halt mit mehreren Leuten zusammen ist. Ja, ich weiß. Nee, es war ein Witz. Gibt natürlich kein richtig oder falsch, ist klar. Danke. Okay, jetzt eine Weisheit, die ich bekommen habe. Ist schwierig. Als ob ich mich an das erinnere. Ich glaube, ich kann mich nicht dran erinnern. Oder irgendwas, was du dir oft denkst. Ich denke mir oft, ich glaube, ich würde sagen, Hannah Tolnick, Adrian. dass ich glaube an das Glück des Tüchtigen. Ja? Ja. Das glaube ich auch. Ist zwar keine Weisheit, aber ist so. Doch, irgendwie schon. Ja, schon. Es steht schon bei mir an der Decke oben am Bett. Ja, ja. Steht so das Glück des Tüchtigen. Habe ich dort. Genau. So ein Wandtattoo habe ich hingeklebt. Das wäre bin sehr eigentlich Fan ganz von süß. Ja. Nee, das würde ich sagen. Das glaube ich auch. Ich glaube, dass man alles irgendwie zurückkriegt. Aber nicht wegen Karma. Ja, zum Beispiel, außer das Geld, das ich dir geliehen habe vor 3 Tagen. Was hast du Habe denn ich für bis Geld? heute nicht zurückgekriegt. Was für Geld Weil hast ich du mir immer fehlt geliehen? noch auf meinem Kontoauszug, habe ich geguckt und da war nicht drauf. Da habe ich gesagt, nee, da müssen wir rechtliche Schritte einleiten. Hast du mir echt Geld geliehen? Nee, Ich hab's gewusst. das war nur ein Beispiel. Nein, ich glaube, auf logische Weise kommt alles wieder zurück auf an. Nicht so karmatechnisch, so magisch. Sondern Aber so logisch. So voll logisch. Wenn ich immer nett zu Leuten bin, dann will ich sicher mal Leute kennenlernen, die ja nett zu mir sind. Vielleicht nicht instant, aber. Ja. Okay, das ist aber mehr so, was man gibt, bekommt man zurück. Ja, aber ist ja bei der Arbeit so. Wenn du richtig reinhasselst, dann wird es irgendwann lohnen. Weil angenommen, du hättest mit YouTube gestartet und es hätte nicht funktioniert, aber du hättest trotzdem das gleiche Mindset, was du gelernt hast, bei dem nächsten Projekt angewendet. Dann hätte das funktioniert. Ja, Und was bringt uns das jetzt? das weiß ich nicht. Sieht man mein Gesicht überhaupt mit meinen Füßen? Ah, moin. Ja, okay, viel bringt uns das nicht. Aber irgendwie so Floskeln sind eh immer so. Die hört man so und dann denkt man sich für so einen kurzen Moment, ja, stimmt. Jetzt ist ja wirklich alles egal. Oder jetzt kann ich ja machen, was ich will. Aber dann, wenn die Realität wieder kommt, dann muss man trotzdem irgendwie Entscheidungen treffen. Auch so. Floskeln helfen einfach, gewisse Sachen, die schwierig sind oder schlimm, nicht so schwierig oder schlimm zu finden, I guess. Das kann sein. Oder? Ja. Kann man das so beschreiben? Ja, vielleicht. Okay, gut. Bin ich dran oder du? Du. Oh, shit. Holy shit, okay, watch this. Okay, da können wir gut drüber diskutieren. Wir haben schon über diese Frage diskutiert, Oh, shit. aber es ist für mich eine sehr, sehr wichtige Frage. Jetzt kommt's. Würdest du für 1 Milliarde... Na, ich hab das auch. Was hast du? Wirklich? Ja. Würdest du für 1 Milliarde deine Mutter weghauen? Oh mein Gott, na, die Frage hab ich nicht. Und nein, 100% nein. Digga. What the fuck? Na, weißt du was? Wir haben das schon mal besprochen in so einer Männerrunde. Ja, was spielt das für einen Unterschied in der Männerrunde? Ja, haben wir auch gerade gefragt. Aber es war zum Nee, du musst nicht deine Mutter, du musst deinen Dad weghauen, logischerweise. Na, okay, es war eine Runde von. Digga, du bekommst 1 Milliarde, okay? Na, weißt du was? Und 1000 Millionen. Du gibst deinem Na. Dad Na. 200 Millionen. Dann hast du immer noch 800 Millionen. Ich kann nicht mal dran denken, wirklich, mir wird schlecht. Also schlecht will man es nicht, aber. Das ist schlecht. Oh mein Gott. Das Schlimmste ist, wie viele Leute in der Diskussionsrunde, wie wir darüber geredet haben, gesagt haben, ja, safe. Ja, safe. Alter, Ey, Digga, das ist eine krass. Milliarde. Aber- Digga, das machen die Leute freiwillig. Glaubst Ja, safe. du? Du musst ja nicht ein Kind bekommen. Also, klar, okay, es ist weird. Es ist nicht so, dass ich es geil finde. Ich würde es auch für unter 1 Milliarde nicht machen, aber für 1 Milliarde. Ja, wir haben dann noch drüber geredet, für wie lang? 7 Minuten mindestens. Netto? 7 Minuten. Netto, ja. 7 Minuten netto. Was heißt das? Irgendwann die Milliarde. Na und Das ist 1 Milliarde steuerfrei. steuerfrei. Und wird es auf TikTok veröffentlicht? Es ist nicht öffentlich, nee. Aber ist es so ein Gerücht? Ja, es ist so ein Gerücht, so ein paar sagen so, ey, der hat doch seine Mutter gefickt. Und dann kannst du so sagen, ja, nee. Na, ich würde wirklich, ich bin draußen. Digga, 1000 Millionen Euro. Na, was tue ich mit dem Geld? Keine Ahnung, nicht mehr, keinen Druck mehr haben, arbeiten zu müssen. Ja, aber es. Kannst dir einen Kameramann leisten, jemand, der gut schneidet. Ja, das wäre geil, ein Kameramann. Das würde deine Videos auch besser machen, by the way. Ja. Oh mein Gott. Digga, 1 Milliarde. Na, bitte, ich will wirklich nicht. Okay.
Würdest du für 1 Milliarde... Würdest du für 1 Milliarde mit deinem Bruder smashen? Na, Aber Bruder ist weniger schlimm als... ich will gar nicht mehr drüber reden, ehrlich gesagt. Doch. Scheiße. Ja, du? Du hast nicht so ein Step-Bro-Porno mal geguckt? Nee, ich habe nicht einmal das. Ja, egal. Ich habe nicht mal ein Porno. Du? Ja, safe. Du bist der Bruder smashen. Ah, ich, mein Bruder? Ja. Ich nicht meine Schwester. Du hast ja keine Schwester. Ja, aber wenn es bei dir der Bruder wäre, müsste es bei mir die Schwester sein. Ja, okay, aber das ist schwierig vorzustellen, weil Ja, aber wenn es so wäre. okay. Also Bruder würde ich safe smashen, aber die Schwester weiß ich nicht. Okay. 1 Milliarde. Okay, gut, dann nicht. Was hast du für eine Frage gehabt? Ich meine, war ein bisschen harmloser. Würdest du für 1 Million, steuerfrei, deinen YouTube-Kanal löschen? Nee, nie im Leben. Ja, okay, und da hast du jetzt aber schnell entschieden. Ja, das wäre das Dümmste, was man machen kann. Ja. Würdest du? Nee. Eben. Weil, was tue ich dann? Ja, nee, vor allem, du würdest wahrscheinlich langfristig gesehen safe 1 Million verdienen mit deinem YouTube-Kanal. Glaubst? I guess, in 10 Jahren. Holy shit, du glaubst ja richtig an mich. Ja, also, oder... Bruder. Nee, Also Bruder. dürfte man einen neuen machen? Nee, Man darf gar kein YouTube mehr nee. machen. Nee, safe nicht. Okay, gut. Also das ist viel zu wenig. Für 500 Millionen, ja. Ja, das Problem ist, es gibt nichts, wo man dann drauf ausweichen kann. Du kannst dann zwar schon so zum Fernsehen gehen oder so, aber das ist ja nicht das Gleiche wie YouTube. Das gibt's einfach nicht nochmal. Du könntest TikTok machen nur. Ja, aber es ist auch nicht das Gleiche. Ja. Nee, für Millionen ist viel zu wenig, 1 Million. Ja. Also, es klingt jetzt so, als hätten wir so voll viele Millionen. Nee, Das ist aber auch so. Nee, Spaß. Abonnenten. Nee, Wir brauchen einfach halt auch noch irgendeinen Lebenssinn stimmt. neben der Million. Nee, 1 Million ist zu wenig. Aber das macht auch wirtschaftlich gar keinen Sinn. Du wirst safe langfristig wahrscheinlich irgendwie auch 1 Million bekommen. Ja, du kannst halt- also wenn man es gut macht. Du kannst die Million halt dann gut investieren, weil du sie instant hast. Wenn du eine Business-Idee hast. Ja. Aber es. Ja. Ich meine, ein Kind kostet ja in 18 Jahren 1 Million, sagt man so. Echt? Pi mal Daumen. 1 Milliarde, 1 Million. So 1 Million gibt man für ein Kind aus. Bis zum 18. Lebensjahr insgesamt für alles. Okay. Und das heißt, wenn du jetzt deinen YouTube-Kanal abgibst, dann wirst du aber mit dem YouTube-Kanal wahrscheinlich in 18 Jahren 1 Million verdienen. So, Pi mal Daumen. Ich habe gerade nicht zugehört, kannst du es nochmal sagen? Nee. Das letzte nochmal. Wenn du, wenn man sagt, für ein Kind von 0 bis 18 spenden Eltern so 1 Million im Durchschnitt. Ja. Und jetzt, wenn man sagen würde, ja, du bekommst ein Kind und du machst YouTube nebenbei, dann würdest du ja in dieser Zeit 1 Million verdienen. Ah, das wäre dann, du bist wieder auf 0. Da bist du wieder auf 0. Aber was hat das damit zu tun? Ja, deshalb musst du deinen Kanal nicht löschen, weil du ja sowieso wahrscheinlich in dieser Zeit 1 Million verdienen wirst. Ach so. Oder? Ja. Okay. Was ist deine letzte? Nee, zweitletzte. Oder letzte? Deine letzte? Meine letzte. Okay. Meine letzte Frage. Wie schläfst du? Aber Am liebsten mit einem Schwangerschaftskissen. erklär mal ein bisschen. Also am liebsten lege ich mich ins Bett und manchmal schaue ich, wenn ich nicht so richtig müde bin, dann mache ich ein YouTube-Video an, weil ich weiß, dann werde ich müde und schlafe ein. Aber wenn ich wirklich müde bin, dann lege ich mir einfach rein, mache die Augen zu und penne. Und wie legst du dich rein? Entweder in der Embryo-Stellung, die mag ich sehr, sehr gerne, oder auf dem Bauch, auf Fuß hoch. Weißt du, wie man so angewinkelt? So UHK-mäßig. Also Warte, wie? so wie so ein halber Embryo, nur ein Bein ist ausgestreckt. Und man liegt nicht auf der Seite, sondern auf dem Bauch. Oder mit dem Schwangerschaftskissen ist sehr geil. Warte, kann ich das kurz herzagen? Okay. Für die Leute, die jetzt zu... Ah, du holst es? Ja. Okay, ja. Aus irgendeinem Grund habe ich ein Schwangerschaftskissen. Ich glaube, das ist von meiner Mutter, I guess. Sie holt es jetzt gerade? Okay, zeig mal. Zeig mal, wie du mit dem Schwangerschaftskissen Der Adi schläfst. liebt es auch so, weil der hat es schon als Embryo gespürt. Das Schwangerschaftskissen. Ja, ich bin emotional verbunden mit dem Kissen. Okay, man nimmt das so. Wie so ein Reporter. Okay, man nimmt das so und dann nur so hier. Und dann ist es so wie Kuscheln. Ja. Ja. Das ist wirklich geil, okay. Aber was würdest du sagen, was ist deine Top-Schlafstellung? So wenn du auswählen könntest, nur noch eine Schlafstellung haben zu können. So meine Lieblingsstellung im Bett. Funny. Oh komm, der war nicht schlecht. Ja, der war gut. Gut.
Wahrscheinlich Embryo. Einfach Seite, Digga. Das ist Embryo. Embryo. Ja. Aber Embryo ist doch nur so kurz geil, aber du kannst nicht schlafen in der Embryostellung. Das macht man nur, wenn man noch so wach ist. Deswegen ein Bein ausstrecken bei der Embryostellung. Also so seitwärts so. Ja. Sideways Embryo. Sideways, okay. Meine Lieblingsschlafstellungen sind seitwärts normal, aber so. Kennst du das, wenn du so einen Arm ausstreckst neben der Decke, wo es so kalt ist? Mhm. Fühlst du das? Mir ist nicht so heiß beim Schlafen. Okay. Das finde ich geil, so einen Arm einfach rausstrecken, so seitwärts und dann einen Arm so strecken. Finde ich ein bisschen scary, muss ich ehrlich sagen. Ich mag das gar nicht, wenn ich schlafe. Also mittlerweile geht es, weil ich so jung war, wenn der Hals zum Beispiel nicht bedeckt ist. Mhm. Oder alle Arm, weil da könnte wer kommen und dann einfach abschneiden. Oh shit, ja. Ja, deswegen immer bedecken. Ja, vor allem dann wachst du am Morgen auf und da ist einfach kein Arm mehr, Digga. Ja. Und du merkst es einfach nicht. Also, oh shit, der Arm ist weg. Das ist eine reale Angst. Deswegen das geht gar nicht. Aber auf dem Bauch finde ich ehrlich gesagt auch geil. Sehr also geil. So, und dann der Kopf so zur Seite. Ja, und die Hände unterm Kissen. Ja. So. Ja. Und die Beine so ein bisschen. Man kann die Beine auf dem Bauch so wie ein Frosch. Weißt du, wie ein Frosch die Beine hat? Du willst, dass die Fußsohlen aneinander so sind? Ja, so ähnlich. Nicht ganz so, aber so ähnlich von der Position. So ist es denn so, dass das Becken so gespreizt ist, was du meinst? Ja. Und die Kniescheiben nach außen und gehen. Ich mach die Decke nie über meinen Arsch, weil ich dann Angst habe, dass jemand kommt und mich von hinten bumst. Das ist eine reale Angst. Du laberst gerade, oder? Nee. Du machst sie nicht? Nee, Spaß, ich mach's absichtlich. Ich find's geil, wenn jemand kommt. Okay, gut. Das ist geil. Auf dem Rücken kann ich nicht, würde ich aber gerne. Auf dem Rücken ist es sehr gesund zu schlafen oder die gesündeste Schlafposition, ist sagt es so? man. Mhm. Warum? Für die Wirbelsäule oder für alles, für den ganzen Körper ist es so die. Wer schlaft denn auf dem Rücken? Es gibt Menschen, die sagen, wenn du mal auf dem Rücken schlafen kannst, dann ist es das Geilste. Weißt du, wer wahrscheinlich so einer ist? Milo. Ja, woher weißt du das? Ich Schlaft weiß der nicht. auf dem Rücken? Nee, ich glaube nicht. Okay. Aber kennst du diese Leute, die so sagen, ich kann nicht auf dem Rücken einschlafen? Du? Nee. Aber kennst du die? Nee. Nicht? Ich rede nicht so oft mit Leuten über ihre Schlafposition. Okay, gut, ich schon. Ist schon ein wichtiges Thema für mich. Ja, gibt es sonst noch so eine krasse Schlafposition? Einfach das Kissen zwischen die Beine nehmen und kein Kissen mehr haben, ist auch geil. Ohne Kissen schlafen richtig geil. Boah, Digga, weißt du, was richtig geil ist? Auf der Decke schlafen. Hast du schon mal gemacht? Das würde ich so machen, wenn ich vom Feiern heimkomme und gar keinen Plan genau habe, wo so. ich bin. Oder wenn du so richtig müde bist, dann legst du dich einfach auf die Decke, weil die Decke ist noch so ein bisschen kälter als die Matratze selber. Ja. Und so ein bisschen weich. Und dann kannst du dich so auf der Decke reinkuscheln. Aber kannst du natürlich nur machen, wenn die Luftbedingungen im Raum das zulassen. Stimmt, ja. Es darf auch nicht zu kalt sein. Mhm. So viel zu Schlafposition. Am besten schlafen ist aber frisch geduscht und frisch bezogen. Ja, okay, das ist ein Holy Klassiker. shit, dieser Pump. Holy shit! Das ist Ja, aber das ist ein wirklich Klassiker, schön. das sagt jeder. Bist du schon mal schlafen gegangen, wenn das Bett neu angezogen ist und du geduscht? Und dann hast du die Socken noch anbehalten und nach 10 Minuten ausgezogen. Das mit den Socken ist auch ein Ding? Ja. Ey, ich lieb das. Ey, Das ich ist lieb Ding. den Scheiß. Ey, ich lieb den Scheiß, Digga. Ey, Mark Eggers, Digga. Wir lieben den Scheiß. Ja, jetzt gib nicht an, dass Mark Eggers dich kennt. Oder was hast du vorher zu mir gesagt? Weird Flex. Ja, Weird Flex, ja, genau. Ja. Ey, ich lieb den Scheiß. Sagt ihr das so? Ey, ich lieb den Scheiß. Ich lieb den Scheiß. Ey, ich lieb den Scheiß. Die Bewegung nur. Smart. Smart. Ey, Trimax hat einen Bruder, Leute. Und das ist einfach Trimax 2.0. Und das ist wirklich einfach Trimax 2.0 Niki, Digga. Grüße gehen raus. Sehr, sehr funny Dude. Mickey ist auch ein guter. Mickey. Hast du Mickey? Niki. Niki, sorry. Nikolas oder so. Niklaus. Ah. Sowas. Der macht auch YouTube. Ja. So über Psychologie. Was, ey? Ja, vor allem Schlafstellungspsychologie. Na, Doktor? wirklich? Nee. Oh. Ja, da hab ich dich erwischt. Ah, ich hab Hunger. Hast du Hunger? Ja. Wollen wir beenden? Ja. Okay, gut. Wir sind, glaube ich, ziemlich genau bei einer Stunde, Digga. Hey, voll 59 Minuten. Ich würde eigentlich gerne noch die Stunde voll machen, einfach für das Ja, aber wir- Scheiß drauf, Digga. Wir arbeiten hier bedürfnisorientiert und wenn da einer Hunger hat, Dann hören wir auf. na klar. Also, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Vielen Dank fürs Zuhören. Es waren wieder 5 Fragen von mir an Hannah und von Hannah an mich. Wir haben das sicher nicht vom Gemischtes Hack abgeschaut. Ich hab das gar nicht gewusst früher. Ah, du wusstest es nicht, ich auch Na, nicht. aber es war dein Vorschlag. Ja, es war unsere Idee. Aber es ist ein gut, also. Ist unsere Idee. Aber schreibt uns gerne, wie ihr es gefunden habt. Ja, schreibt in die Kommentare, wenn ihr bis jetzt zugehört habt. Ey, ich lieb den Scheiß. Ich liebe den Scheiß. Ja, schreibt in die Kommentare, ich liebe den Scheiß. Wenn ihr bis jetzt zugehört habt. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Hannah hat die letzten Worte. Auf Wiedersehen.
Ey, ich liebe den Scheiß. Ich liebe den Scheiß.